Habidere und Servus, wir sind wieder zurück. Viva la Movilusion, der beste Podcast der Welt, ist heute mit der Schwäbischen Eisenbahn unterwegs, weil wir Besuch aus dem geizigen Schwäble-Land haben, nämlich den Stefan, seines Zeichens Mitorganisator vom Weird Weekender, ehemaliger Schiffers-Organisator. Das ist ihm irgendwann zu blöd geworden. Oder war das so? Ich weiß nicht. Das werden wir uns gleich selber erklären, denn hier herzlich willkommen, Stefan. Schön, dass du da bist. Einen wunderschönen guten Tag euch beide. Diesmal in Vollbesetzung, das freut mich umso mehr. Naja, Vollbesetzung. Der Kani moderiert mich schon gar nicht mehr an. Also. Hätte ich gleich noch nach dem Stefan gemacht. Corby ist mir jetzt leider zuvor gekommen. Aber schön, dass du auch da bist, Corby, weil wenn es ums Geizigsein geht, dann lass dich du nicht lumpen, da bist du gleich dabei. Natürlich nicht. Ein halber Schwabe. Wir geben nichts, ist unser Motto. Sehr gut. Nein, ich hab mich sehr drauf gefreut, weil letztes Jahr, das war schon eins meiner Lieblingssessions mit dir, Stefan. Eine Stunde lang vor allem über Tentakel unterhalten und wie es dazu kommt, dass du solche Filme in dein Festival da einschleust. Und ich bin sehr gespannt, was du dieses Jahr noch zusätzlich mit geschleust hast, weil du hast uns ja ein paar Screener vorab geschickt, dass wir einen gewissen Eindruck jetzt schon vermitteln dürfen. Vor allem, ob wieder Filme wie die Uruzuki Dochi-Teile hier im Kindernachmittagsprogramm laufen. Ja, es wird tatsächlich dieses Jahr ein Anime auch wieder im Samstag-Slot laufen, ganz früh. Aber ganz so schlimm wird's dann nicht, wenn da mal aus Versehen Kinder reinschauen sollten. Okay. Fangen wir einfach mal allgemein an zum Festival. Es läuft ja jetzt wieder nächstes oder kommendes Wochenende vom 20. bis 23. November in den Innenstadtkinos in Stuttgart. Ticketvorverkauf läuft ja natürlich schon und du hast ein Programm von, ich glaube, 12 Langfilmen, oder? Oder sind es mehr? 15 Langfilme. 15 Langfilme? 15. Wie viele Kurzfilme haben wir? Mit Vorfilmen und Wettbewerb 22. Alter Schwede. Okay, da steht auf alle Fälle ein straffes Programm an, aber gut, auf 4 Tage kann man das schon mal machen, oder? Würde ich sagen. Ich hab's beim Schiffers hat's mich letztes Mal interessiert, jetzt interessiert's mich auch bei euch, weil ich hab das immer so im Hinterkopf vom Hardline, dass der Flo da ein gewisses Konzept immer verfolgt bei der Programmerstellung. Ist es bei dir auch? Und falls es so ist, kannst du uns ein bisschen erzählen, was so dein oder euer Hintergedanke an Konzept bei der Programmerstellung vom Weird Weekender war? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe natürlich kein Konzept. Nein, ich einfach wahllos rein. Rumlaufen Uruzuki-Dochis am Nachmittag im Kinderprogramm. Ganz genau. Wir würfeln einfach. Nein, wir wollen natürlich eine bunte Mischung aus aktuellen Filmen, die so das Jahr über bei den Festivals für Aufsehen gesorgt haben oder vielleicht auch ein bisschen zu Unrecht unter dem Radar geblieben sind. Das ist auch gut mit dem Termin. Wir sind ja da in der 3. Novemberwoche und dann kann man das Jahr über bei den Festivals schauen, auch bei den Filmmärkten und dann quasi so ein Best-of oder so ein Abbild der Genres dem bieten. Ja, alles was weird, wild und wundervoll ist. Das ist unser Motto, das uns 2023 so eingefallen ist. Genau. Und es soll natürlich, bei 15 Filmen sollen natürlich nicht 5 Zombie-Filme laufen. Also dieses Jahr läuft kein Zombie-Film, aber ihr wisst, was ich meine. Es soll halt möglichst abwechslungsreich sein. Ja. Und wir wollen natürlich auch nicht nur Horrorfilme zeigen. Es läuft ja jetzt was splattermäßig, kann man ja jetzt sagen, läuft eigentlich nur einer, der so in das Ding fällt, aber der haut dafür ordentlich auf die Kacke. Und ansonsten ist natürlich also zum Glück auch wieder genau eigentlich für alle was dabei, würde ich sagen. Sehr schön. Ihr seid ja seit 2023, also jetzt die 3. Fassung. Wie groß ist denn eigentlich das Weird Weekender Team?
Ich würde, also in der Vorbereitung ist so das Kernteam zwischen 3 und 5 Leuten und während des Weekenders springen da schon ein rundes Dutzend rum, würde ich sagen. Also das ist klein, relativ klein, aber ja, schon sehr zuverlässig und dann werden Weird Weekender auch gut vertreten, genau. Also wir machen ja auch unter dem Jahr den Weird Wednesday mindestens einmal im Monat und da wechseln wir uns auch immer ab mit der Moderation. Ich wohne ja nach wie vor in Konstanz gerade noch und dann fährt man auch nicht jeden Monat da schnell nach Stuttgart, aber und dann machen das halt andere, wenn ich dann mal unpässlich bin. Beziehungsweise die das zuvor schon gemacht haben. Es gab ja den Weird Wednesday seit 2015. Sorry. Genau. Das ist ja super für dich, weil im Endeffekt jedes Mal, wenn dann irgendwas dabei ist, was dir nicht gefällt, kannst du einfach sagen, ja Leute, was soll denn das? Genau. Nur weil ich nicht da bin. Ja, dann machen wir die ganze Kacke. Kannst du dann immer den Monat drauf entschuldigen beim Publikum, dass du sagst, ja, ich war ja nicht da, also seht's ja, es ist nicht meine Schuld, Leute. Alles, was gut läuft, ist super, das ist meine Idee gewesen, aber der Rest... Genau. Ich weiß auch nicht, wieso schon wieder Tentakel waren. Das ist wie bei der Nacht des guten Geschmacks. Immer wenn so ein blöder Film ist, dann sagen wir, ja super, Kobi, was hast du denn da wieder ausgesucht? Ja, genau. Aber dafür ist dann das Kino voll, komischerweise. Was ist denn dein Highlight dieses Jahr? Mein Highlight? Ja, was sagst du denn? Also das ist euch besonders gut gelungen und da freust du dich jetzt schon drauf. Also wir freuen uns natürlich drauf, dass ich freue mich drauf, dass wir als Centerpiece den The Shadow's Edge mit Jackie Chan bekommen haben. Der sticht da ja ein bisschen raus. Das ist wahrscheinlich der mit Abstand teuerste Film, mit Abstand teuerste Produktion, die wir bisher beim Weird Weekender gezeigt haben. Also wirklich ein extrem hochwertig produzierter Action-Thriller, auch mit Comedy-Elementen. Aber Jackie Chan dreht auf seine alten Tage nochmal auf und haut allen ordentlich aufs Maul. Und das macht sehr viel Spaß. Und das ist natürlich cool, dass uns Play on Pictures da die Deutschlandpremiere gegeben hat. Das freut mich sehr. Ein weiteres Highlight, das war der erste Film, der feststand dieses Jahr. Lustigerweise auch ein mexikanischer Film, ich glaube, Nicolas hat es im Shivers Podcast auch erzählt, also dass der Don't Leave the Kids Alone der erste Film war, der dieses Jahr beim Shivers feststand. Das war auch ein mexikanischer Film. Also sowohl beim Shivers als auch beim Weird Weekender waren es beides Mal mexikanische Produktionen, die schon sehr früh fix waren. Und bei uns ist halt I Am Soy Francalda, der Abschlussfilm. Die erste mexikanische Stop-Motion-Langfilmproduktion von den Ambris-Brüdern, Roy und Arturo Ambris. Die ist wirklich, wirklich, wirklich fantastisch. Also handwerklich ein Stop-Motion-Meisterwerk, würde ich sagen. Das muss man wirklich gesehen haben. Das sprüht nur so vor Detailverliebtheit und tollen Kreaturen, tollen Monstern. Ist super erzählt. Also das ist wirklich so mein persönliches Highlight. Ich mag Stop-Motion-Animationen. Da haben wir ja auch noch einen als Vorfilm zu Space Adventure Cobra, The Movie, zeigen wir Shrine of Abominations. Ist auch noch ein Stop-Motion-Ding. Da geht gediegene 38 Minuten. Da machen wir eine schöne, soll man sagen, anderthalb Feature, Double Feature. Und aber I Am Francalda ist wirklich ganz, 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 ganz toll. Da bin ich auch gespannt und ich hoffe, dass es der auch noch regulär irgendwie nach Deutschland schafft. Ja. Ja, das ist immer fraglich mit den Releases von die Filmfilme. Da warten wir ja auf einige Perlen bei uns noch. Wie ist es denn bei euch eigentlich mit der Filmauswahl? Weil im Schiffers war ja Niklas ist ja da recht diktatorisch und macht einfach. Und wie ist es denn bei euch? Stimmt ihr euch da ab oder ist es bei dir auch so, dass sie die Leute da auf deine Expertise verlassen und sagen, das passt schon, wenn der Stefan sagt, der kennt ins Programm, dann nehmen wir den? Oder macht ihr da mehr Demokratie? Ja, da habe ich Nikolas ja gut erzogen. Das hat er von mir. Nein, aber ich guck schon, also ich koordiniere das größtenteils und sag mal so, die einzige wirkliche Hürde bei den Filmen ist das Budget.
Also ich kann jetzt natürlich und ich möchte ja auch nicht $2.000 für einen Film zahlen, Filmmiete. Das macht auch bei unserer Saalgröße und auch so nicht wirklich Sinn. Ja, da muss man halt alles, was so im Budget drin ist, da gibt's eigentlich jetzt nicht groß Widerspruch. Mein Kollege von der Festivalleitung, der auch der Finanzchef und Orga-Chef so generell ist, Jörg Schneider, der schaut schon öfters mal rein oder hin und wieder mal rein, wenn er Zeit hat. Aber da gab's jetzt so richtig kontroverse Diskussionen hatten wir eigentlich noch nicht. Also wir waren uns da eigentlich immer einig. Ja, also es sichten gelegentlich schon auch noch andere Leute mit, auch bei den Kurzfilmen. Natürlich. Wir haben ja auch über Film Freeway Einreichungen. Also die meisten Sachen frage ich an. Wir sind einfach nicht groß genug, als dass uns da viele Verleiher oder viele Filmschaffende auf uns zukommen und sagen, hier, ich möchte meinen Film bei euch haben. Da müssen wir schon größtenteils aktiv werden. Aber genau, da ist halt eine Mischung, gerade bei den Kurzfilmen, sichten auch noch einige mit. Und da ist schon auch der Thing About Kashem, ist zum Beispiel ein Film-Freeway-Film, eine Einreichung, der da läuft, der auch sehr schön ist. Ja, aber größtenteils bin es ich, ja. Also Taroman ja, ist deine Schuld, oder? Ja, Taroman ist ein weiteres Highlight von mir, mein persönlich. Aber das ist bei euch so eine Mischung Warum? Also wie? Zu die Filme selber können wir gleich noch übergraben. Ja, schon. Nur, also gibt's da nicht dann jemanden im Team, der dann sagt, Stefan, warum? Machen wir mir jetzt da in der Folge, Stefan, warum? Also bei Urotsuki Dochi gab's das, glaube ich, schon letztes Jahr. das habe ich mich dann danach auch so ein bisschen gefragt. Nee, aber normalerweise bislang bei den Weekender-Sachen gab es keine großen Diskussionen bislang. Also klar, es sind immer Geschmäcker verschieden, ja. Also den Leuten gefällt ein Film mehr und weniger. Man muss ja auch gucken, also ihr habt ja das Programm gesehen, ich habe ja gesagt, wir wollen viele Geschmäcker abdecken. Der I Fell in Love with a Secret Director in Brooklyn ist ja hat ja auch viele so Rom-Com-Elemente, ja, Romantic-Comedy-Elemente, auch wenn es buchstäblich eine Blutdusche oder ein Blutbad irgendwann gibt, auf eine ganz eigene Weise. Aber das ist da gibt es bestimmt auch Leute, die sagen, ja, das war jetzt nicht ganz so meins. Und so habe ich natürlich auch Favoriten und Sachen, die ich sage, ich erkenne die Qualitäten. Ist jetzt nicht persönlich mein absoluter Favorit, aber den kann man auf jeden Fall problemlos reinnehmen. Ich kann von letztem Jahr, kann ich ein Beispiel nennen, den Rats, der Samstag spät lief. Ich weiß nicht, ob ihr den letztes Jahr gesehen habt. Na? Nee. Also der schon so ein bisschen, wie soll man sagen, eine sehr abgefahrene Thriller-Comedy in der texanischen Emo-Szene der 2000er Jahre. Und den habe ich an dem Tag als 5. oder 6. Film gesichtet und der hat mich auf seine Art, weil ich davor schon halt mich so durch so ein paar Filme gequält habe, die alle nicht drangekommen sind, hat er mich gar nicht abgeholt. Und dann haben aber 2 andere geschaut und haben gesagt, ja, der ist ja mega geil. Und dann habe ich gesagt, okay, mich hat er genervt, aber wenn ihr sagt, ihr wollt ihn spielen, dann spielen wir ihn. Und das war dann auch richtig so, weil manchmal, also es ist generell besser, wenn da halt mehrere Leute einfach draufschauen. Dann ist es schön, wenn man selber irgendwie das letzte Wort oder so hat, aber gerade bei einem Fall wie Rats war es gut, weil am Ende war das Kino komplett ausverkauft und die Leute fanden es alle geil. Ja, super. Okay. Ja, und da war das Programm ein bisschen besser, einfach wenn da mehr Leute drüber schauen. Es ist nicht ganz diktatorisch. Nicht ganz, ja. Aber Taroman musste rein. Der Roman musste rein, ja. Das, ich sehe schon, da ist Gesprächsbedarf. Ich habe ihn sehr gut bewertet, aber es gibt Gesprächsbedarf. Es passiert alles auf einmal. Ja, der ist echt irre. Der ist wirklich total irre gewesen. Und extra noch, nachdem ihr ja schon ein bisschen in unserer Gruppe drüber geschrieben habt, haben wir gedacht, ja, ich muss das Ding jetzt vor der Folge noch schnell anschauen, weil
da möchte ich mitreden können und ja, wow. Wow, ja, dann gehen wir doch gleich mal ein bisschen aufs Programm, wenn wir jetzt schon in die Filme drinnen sind. Donnerstag, 20.11. ist Start bei euch mit The Last Viking und Idiot Girls and School Ghosts, School Anniversary. Wir haben den zweiten Film sehen dürfen, den Idiot Girls and School Ghosts, The Last Viking nicht. Stefan, erzähl mir kurz was zu The Last Viking, bevor der Corby und ich Idiot Girls ansprechen. Ja, also das ist im Grunde, wenn man Anders Thomas Jensen kennt, den Regisseur und Drehbuchautor von The Last Viking, dann und auch der Regisseur und Drehbuchautor von Adams Äpfel zum Beispiel und vielen anderen, dann weiß man eigentlich schon, was einen erwartet, nämlich eine Tragikomödie mit viel schwarzem Humor, einigen härteren Szenen. Ich möchte ja auf die Handlung gar nicht so sehr eingehen. Also das ist, wenn ihr wirklich pechschwarzen Humor mögt, geht da rein. Ja, das ist, Anders Thomas Jensen hat eigentlich keine Aussätze bisher in seiner Karriere gehabt und so ist es auch. Mads Mikkelsen, die ganze restliche Stammbesetzung. Das ist ein guter Eröffnungsfilm, weil die Leute natürlich, also Mads Mikkelsen ist vielen Begriff, man lässt als Schlagwort Adams Äpfel fallen, die Leute können das assoziieren und dann, dann sieht man einen schönen, schwarzhumorigen Film zum Auftakt. Ja, meine Empfehlung. Das passt. Adams Äpfel, da hat schon lang auf meiner Watchlist stehen und hab's bis heute noch nicht geschafft, den endlich mal anzuschauen. Do it. Okay, dein Wunsch ist mir Befehl. Und dann Idiot Girls. Ja, der Titel passt schon mal sehr gut mit Idiot Girls. Ich habe viel Spaß gehabt mit dem Ding, muss ich sagen. Da habt ihr ein bisschen braucht, bis ich reinkomme. Aber dann war er echt sehr unterhaltsam und der Titel ist auch sehr passend. Weißt du, Corby, wie fandst du Idiot Girls? Also, ich fand ihn auch sehr gut, weil er mich erst in der Nase herumgeführt hat. Ich hab echt gedacht, boah, jetzt kommt voll der 90er VHS-Horror, also ich finde eine Videokassette und erlebe jetzt den gleichen Horror-Film. Und hab mir dann schon gedacht, aber da passt der Titel nicht ganz. Aber dann mit Einführung der Charaktere und als man dann deren Marotten kennenlernt, weiß man dann schon, in welche Richtung das Ganze geht. Und ich fand die alle super sympathisch. Also mir hat es total viel Spaß gemacht, denen zuzuschauen. Ich fand es super, wie das Finale war. Wirklich. Also das hat mich nochmal ganz anders begeistert, weil ich mir dann schon irgendwann ab der Mitte vom Film gedacht habe, wie wird jetzt das Ding enden? Die treiben jetzt den irgendwie aus und dann war's das halt. Aber auf das, wie das Finale endet, wie von so einem keine Spoiler. Nein. Aber sagen wir, er bleibt in seiner Blödheit konsequent auch mit dem Finale. so Dragon Ball Z Vibes. Echt sehr, sehr amüsantes Ding. Der Donnerstag ist dann, wenn man zuerst bei der schwarzen Komödie loslegt und dann mit dieser richtigen Komödie weitermacht, dann ist Donnerstag auf alle Fälle ein sehr unterhaltsamer Einstieg in das Festival. Das war der Plan zu Idiot Girls und School Ghost. Noch vielleicht was ganz Interessantes. Der hatte letztes Jahr schon seine Weltpremiere beim BIFAN in Südkorea im Juli, glaube 2024 und hat mittlerweile sogar eine Fortsetzung. Und eventuell schielen wir da auch schon drauf. Also die ist tatsächlich keine direkte Fortsetzung, sondern es ist so anthologiemäßig angelegt. Also das könnte aber ja, jetzt weniger zur Fortsetzung. Zudem, der lief beim BIFAN und dann in Sitges im Oktober und beide Male, wenn ich es richtig weiß, in Sitges auf jeden Fall, beim BIFAN glaube auch, beide Male in der Kinder- und Jugendsektion. Und ich gucke mir die Lineups von den Festivals ja auch immer an und wenig überraschend gucke ich nicht wirklich so in die Kinder- und Jugendsektion rein. Und ich habe aber in Sitges, weiß ich noch, wie letztes Jahr da reingeschaut habe und dann der Titel hat mich schon
komplett abgeschreckt, ja, und dann auch noch in der Sektion, in der Kinder- und Jugendsektion, und dann habe ich den gar nicht erst angefragt, und ich muss da dann wirklich einen Shoutout an das Bruckgor Filmfestival in der Schweiz, im schweizerischen Bruck geben, weil die haben den programmiert, ja, und da habe ich ihn gesehen, und das Publikum das ist ein totaler Publikumsfilm, die haben den geliebt, ja, also wie ihr ja auch. Und da war mir da klar, oh mein Gott, ich muss sofort die E-Mail schreiben. ich möchte den Film haben. Und genau, dann haben wir nochmal gesichtet, und ich weiß, dass Jörg hat ihn auch gesehen und er fand ihn auch super. Und dann war die Sache eigentlich fast schon gegessen, ja. Ich glaube ja, dass das ein absoluter Publikumsfilm ist, er macht nämlich, also mir hat der allein schon Spaß gemacht, und ich glaube, dass der mit einer Menge Gleichgesinnten echt ein richtiger Partyfilm sein kann. Ja. Das glaube ich wird auf alle Fälle ein geiler Einstieg am Donnerstag bei euch in dem Festel. Ja, da bin ich auch gespannt, und das ist unser erster Film, also chronologisch gesehen, in der Timetable-Abfolge, im Spielfilmwettbewerb, genau. Wir haben nämlich dieses Jahr zum ersten Mal eine Spielfilmjury und eine Kurzfilmjury. Habe ich gesehen, da ist ja die Magda vom Hardline mit dabei in der Spielfilmjury. Sehr schön, liebe Grüße an die Magda hier mal. Richtig aus. Ja, und ich hoffe mal, sie hört diese Folge auch und fühlt sich jetzt persönlich gegrüßt von mir. Der Corby grüßt nicht. Wow. Doch, hier, ich bin schon die ganze Zeit. Habt ihr dann auch, wenn ihr da jetzt einen Wettbewerb habt, eine Trophäe, einen Pokal für die Sieger? Oder gibt es das noch nicht? Da gucken wir gerade noch. Da sind wir noch dran. Wenn es dieses Jahr nichts, also es gibt natürlich einen Laurel, da sind die Filmemacher auch immer sehr, die Filmschaffenden sehr hinterher, dass man Official Selection Laurels schickt vorm Festival, und dann, wenn es Preise gibt, dass man die Sieger Laurels auch schickt. Mit den Preisen selber müssen wir mal noch gucken. Also falls ihr einen Sockel... Ihr habt ja noch genügend Zeit. Ja. Und falls ihr einen Sockel braucht für euer Trophäe, Mike. Der Mike ist der Sockelmeister, ja. Der ist aber gerade krank, leider. Ach, das sagt er dann schon. Wenn's hier Sockel heißt, dann ist der Mike zur Stelle, da kann er nur so krank sein, der alte Sockelmeister. Sehr gut, dann schreibe ich ihm sofort. Darf das Publikum dann auch mit abstimmen? Also gibt es da einen Publikumspreis, Nano? Ganz genau, ja. So, Publikumspreis gibt es sowohl für den besten Spielfilm als auch für den besten Kurzfilm. Beides in den Wettbewerben. Beim Spielfilmwettbewerb sind es 9 Filme. Also das sind halt die Klassiker, sind dann nicht dabei, die beiden. Die Doku ist nicht dabei. Und Eröffnungsfilm, Centerpiece und Abschlussfilm sind da nicht dabei. Weil vorm Abschlussfilm möchte man ja schon die Preisträger verkünden. Und bei The Last Viking und The Shadow's Edge ist einfach, die haben halt im Verhältnis, vor allem bei den anderen Filmen im Verhältnis betrachtet, einfach ein viel höheres Budget. Ja. Also das würde sich komisch anfühlen, dass man die noch damit mit reinpackt. Genau. Gut, dann am Freitag haben wir 4 Filme im Petto. Wir haben nur den Finalfilm von dem Tag sehen können. Drum musst du dann anfangen, dass du unsere Hörer jetzt mal ein bisschen was zu I Fell in Love with a ASAP Great Director in Brooklyn und Cielo und Factoids erzählst. Okay. I Fell in Love, da geht's um eine junge Dame, die in Japan eine bekannte Schauspielerin ist, die mit ihrem Freund eine New York-Reise antritt und während dieser New York-Reise mit ihrem Freund Schluss macht und in Brooklyn sich verirrt dort und dann auf den titelgebenden C-Grade Director trifft, dem gerade die Hauptdarstellerin für seinen nächsten Film abgesprungen ist. Und das eine führt zum anderen. Es gibt so eine Sprachbarriere. Sie spricht nicht wirklich Englisch. Er spricht kein Wort Japanisch. Und sie finden dann aber trotzdem zusammen, sowohl vor der Kamera als auch hinter der Kamera. Aber es gibt dann natürlich irgendwann dann auch Probleme, als dann auch sich rumspricht,
dass sie eine bekannte Schauspielerin ist und auch diverse andere Konflikte. Es ist eine sehr schöne Ultra-Low-Budget-Comedy, die vor Ort in Brooklyn gedreht ist, im Guerilla-Style. Man sieht's hin und wieder auch auf der Brooklyn Bridge gibt's am Anfang eine längere Dialogszene. Das ist schön authentisch im Hintergrund. Die Leute wussten da, glaube alle nicht, dass sie gerade gefilmt werden. Aber der Film zieht seinen Charme wirklich aus diesem Guerilla, Do-it-yourself Style. Es gibt auch ein paar Cameo-Auftritte. Lloyd Kaufman von Troma ist dabei, Larry Fessenden, die spielen beide raffgierige Produzenten, was auch ganz witzig ist. Und ja, also eine sehr stringent erzählte, einfache Komödie, mit viel Meta-Humor. Einfach klingt immer so negativ, aber es ist was Gutes, um einen Tag zu starten. Sehr charmant und sympathisch und halt so diesem Indie-Spirit wirklich verpflichtet. Ja, und 16 Uhr ist ja eine gute Zeit, um in den Tag zu starten. Genau. Ja. Kann man geil nach der Aftershow-Party am Donnerstag ausschlafen bis um 3 und dann um 4 wieder Kassetten schauen. Ja, am Donnerstag ist ja erstmal relativ entspanntes Get-Together geplant. Freitag und Samstag wird's dann wahrscheinlich später. Genau. Ihr seid ja nicht zum Spaß da. Genau, ja, müssen Filme geschaut werden. Und Bier getrunken werden, das trinkt ja nicht von alleine. Ja, ich trink's nicht, das müssen alle anderen trinken. Ja, das Gerücht kennen wir mittlerweile schon, dass du nichts trinkst, aber keiner glaubt's. Ja, Dankeschön. Dann Cielo. Genau, bolivianisch, britische Koproduktion über ein kleines Mädchen, das seiner Mutter verspricht, sie in den Himmel zu führen, ja, und von dem tyrannischen Vater weg. Und der Film ist wirklich der wird von dem Schauspiel dieses kleinen Mädchens getragen, das auf diese Reise aufbricht über diese südamerikanische Berglandschaft, malerische Bilder. Sie trifft die verschiedensten abgedrehten Figuren auf ihrer Reise. Und es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Film. So wahrscheinlich mit deutlichem Abstand der arthausigste Film, aber nicht ohne seine Härten. Ja, ich würde sagen, so ein bisschen Jodorowsky Light, ja, könnte man sagen. Aber auf jeden Fall wirklich sehr, sehr schön. Das ist wieder so ein Beispiel für die angestrebte Bandbreite. Ja, also so ein Film wie Cielo würde man jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht unbedingt beim Weird Weekender vermuten. Aber das war uns auch wichtig, dass man solche Filme dann auch reinnimmt. Ja. Arthausig im Sinne von, aber dicht gefolgt von Taroman, oder? Ja, ist wahrscheinlich am weitesten von allen Filmen entfernt von Taroman. Oder so. Unsere Hörer sind schon gespannt, wann der Taroman kommt. Spoiler, der wird am Sonntag dann laufen. Also geduldet euch noch ein bisschen. Wir kommen schon noch zum sagenumwobenen Taroman. Explosion. Aber vorher geht's jetzt erst nur um Fucktoys. Also da bin ich schon beleidigt, dass wir den nicht sehen durften vorab. Frechheit. Ja, ich habe den Screener beim Weltvertrieb beantragt, aber es ist wirklich so, ich habe die Regisseurin beim Slash in Wien getroffen und weil ich habe davor E-Mails geschrieben an den Weltvertrieb und an die Produzenten, die blieben lange unbeantwortet. Und dann war ich beim Slash in Wien und dann war es ja auch und dann haben wir kurz geredet und sie hat gemeint, ja, es sind halt 3-4 Leute in dem Team und sie haben seit Mai bis Dezember jede Woche mindestens 2 Festival-Screenings, bei denen sie auch ist. Also sie chattet wirklich durch die ganze Welt, durch die ganze Festivalwelt, über alle Kontinente hinweg. Sie hat dann da gesagt, nee, das kann man spielen. Dann kam auch 2-3 Wochen später die Bestätigung.
Jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Ja, Auf jeden Fall. aber sie hat dann gesagt, auf gar keinen Fall darf Viva la ja. Illusion den vorhersehen. Genau. Nee, aber ich glaube... Obwohl wir absolute Fucktoys sind. Also Ja, wir werden wirklich benutzt als Fucktoys. Das kann man mal, muss man hier mal ganz ehrlich erwähnen, und das ist ja gar nicht einfach. Ja, wenn jetzt unsere Community da sitzt und sie denkt, von wem? Ja, wir meinen dann schon euch. Ganz genau, das nicht so unschuldige Schweine. Ja. Jede Nacht des guten Geschmacks ist hier ohne Nieren bis zum Zipfelglieren angesagt. Ich sehr schön. Oder wie es in der Jugendsprache jetzt heißt, immer ordentlich am Gunen. Oder gegunt werden. Okay, ich sehe schon, was letztes Jahr gefehlt hat. Corby. Ja. Die gewisse Schaufe. Naja, ich wollte damit nur sagen, lange Rede, kurzer Sinn, die sind alle extrem busy. Weil es ist ja nicht nur so, dass man auf den Festivals läuft, man muss ja auch die Kopien koordinieren, also DCPs und alles. Deswegen hakt es so ein bisschen, und es tut mir leid, aber es kann gut sein, dass ein Screener noch eintrifft. Ach, alles gut. Die haben nämlich ich habe eine Liste geschickt, aber wahrscheinlich sind sie noch nicht dazugekommen. Aber ja, zum Film selber, also das ist ein absoluter internationaler Festival-Liebling. Hatte beim South by Southwest immer Weltpremiere und seither, wie gesagt, tourt er durch die ganze Welt. Es geht um die sehr chaotische Teilzeit-Sexarbeiterin. Corbinian Hermann. Genau, AP. Gespielt von Annapurna Sriram, die ja auch Regie geführt hat. Gespielt von Mike, genau. Ich habe doch gewusst, dass das irgendwoher kennen. Ja, die lässt sich von einer Wahrsagerin die Karten lesen und findet dabei raus, dass sie von einem Fluch belegt wurde. Und um den Fluch zu beheben, braucht sie $1.000 und ein Opferlamm. Und dann begibt sie sich auf eine Reise durch ein dystopisches Amerika, oder vielleicht mittlerweile gar nicht mehr so dystopisches Amerika, durch Trashtown USA, und trifft da auch allerlei schräge Gestalten und gerät in allerlei freizügige Situationen. Es ist wirklich auch schwer, über den Film zu reden, ohne da so viel zu verraten. Es ist auch wieder so ein Ding, wo ich dran saß und gedacht habe, ja, sowas habe ich halt auch schon noch nicht 1000-mal gesehen, aber jetzt mal in so einer Genau. Konstellation noch Ja, nicht. amerikanische krude Gestalten sagt man jetzt halt eigentlich regelmäßig, wenn es um Nachrichten im Weißen Haus geht. Das stimmt wohl. Gerüchte über gewisse Freizügigkeiten sind ja da auch immer im Umlauf. Epstein. Und wer kennt's nicht, wenn man $1.000 und ein Opferlamm schuldig ist, dass man sie dann erstmal Daily prostituiert? Business. Ja, klar. Wo soll ich die $1.000 herkriegen auf die Schnelle? Ja, Story of our lives. Ja, genau. Jede Woche dasselbe. Immer wieder dasselbe. Ja. Schon wieder ein Lamm. Ja, genau. Schon wieder verflucht. Mein Gott. Ja. Einmal Furt Party und schon wieder ein Fluch am Arsch. Herzlich willkommen in der neuen Folge des Sexarbeit-Podcasts. Genau. Wir analysieren richtig tatkräftig das horizontale Gewerbe. Dann, apropos... Das war praktisch die Doku. Genau. Genau, über den Mike. Ja, aber wenn wir dann schon bei horizontalen Gewerbe sind, der nächste Titel, wenn man Beat the Meat nennen würde, dann könnte man ja da weiterschmatzen, aber es ist ja Meat Kills. Darum müssen wir uns jetzt halt aufrichten und Corby und ich über diesen Film reden. Was ist das für eine seltsame Überleitung? Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Das hat ist kaum- wirklich Wahnsinn. War so smooth, also wirklich Respekt. Unglaublich. Das ging locker flockig von der Zunge, ohne dass ich nur eine Sekunde drüber nachdenken musste. Ja, du hast offensichtlich ja nicht drüber Wie nachgedacht. vom professionellen Gewerbe zu einem weiteren professionellen Gewerbe kommen, nämlich Schlachtbetriebe. Genau. Ja, Meat Kills, ein niederländischer Film, wo Aktivisten nachts in eine Schweinefarm einbrechen, um ein Tierleid zu dokumentieren. Aber sie haben nicht die Rechnung mit den Bauern gemacht und dann eskaliert's. Ja. Genau. Wie, Und wie, hier wie der
Kurze Anmerkung von mir. Also erstens mal, die niederländische Sprache ist eine Frechheit. Das ist doch einfach nur eine Verarsche von der deutschen Sprache. Faules Deutsch. Ja, das ist wirklich, also tut mir leid, aber die verarschen uns doch da die ganze Zeit. Das würden sie uns nachäffen. Verdammte Niederländer. Und zudem, diese Aktivisten in dem Film sind ja wirklich die mit Abstand dümmsten Figuren, die ich jemals irgendwo gesehen habe. Da hier nur eine kleine Spoiler-Warnung. Corby und ich werden zu Meat Kills noch eine extra Folge aufnehmen. Haltet jetzt die Ohren offen, da wird dann irgendwann noch was kommen. Aber das ist, glaube ich, der Film, den du vorher schon angesprochen hast, Stefan, mit am splatterigsten, oder? Der am splatterigsten ist. Genau. Okay. Weil also die Sache war, mir ist irgendwann aufgefallen, also wir sind dieses Jahr schon ein bisschen Comedy-lastig. Also beziehungsweise wir waren's irgendwann im Laufe der Programmation und dann habe ich gedacht, ja, dann muss ich vielleicht so ein kleines Gegengewicht finden und dann kam mir tatsächlich einfach Meat Kills so über den Weg und der ist ja wirklich komplett humorbefreit und ich musste ich habe so gedacht, das ist ja der Fiebertraum eines jeden aufstrebenden bayerischen Foodbloggers und wäre es, wenn es nicht schon Sausage Party geben wird. Ja, aber genau, und die sehr, sehr gute Effekte, sehr kurzweilig, klar, manche Entscheidungen, sag mal so, sind jetzt nicht die intelligentesten, aber herzlich willkommen im Splatterfilm-Genre. Ja. Ich meine, das gehört ja fast schon zu den Konventionen dazu. Deshalb konnte ich da eigentlich auch drüber hinwegschauen und ich war jetzt auch bei mir nicht so als negatives Kriterium, weil an sich, ich finde, Meat Kills war ziemlich cool. Und wie du schon sagst, geile Effekte und ganz schön hart und an sich halt auch sehr überzeichnet so dieses ganze Verhalten von Aktivisten und auch von Schlachtern. Er macht ja da eigentlich er bezieht ja nicht Stellung, wen er gut und wen er schlecht findet, sondern es sind ja bei ihm eigentlich alle überzeichnet scheiße. Genau. Ja. Aber ich glaube, dass das ein echt guter Festivalfilm ist. Und wie du schon sagst, ich glaube, wenn du jetzt schon merkst, okay, es ist sehr comedy-lastig, dann hat man da dann für diejenigen, die dann reingehen, um so den nächsten großen Horrorschocker zu sehen. Nein, nicht Horrorschocker, das stimmt nicht. Es ist ja nicht horrorlastig, es ist einfach nur blutig. für den nächsten Gore-Bauern, dass der Mike auch was zum Sehen hat. Ja, genau, dass man die Mikes die Mikes aus Stuttgart ins Kino zieht, ins Weird Weekend ziehen kann. Noch eine Trivia. Kennt ihr das Spiel Chronos, The New Dawn? Ja, aber Genau. leider noch nicht gespielt. Okay, selber Autor. Echt? Ja. Crazy. Silent Hill 2 Remake. Ja, Blubber Team. Ja, selber Autor. Aha. Das ist ja. Um wieder, wie ich heute schon mal gemacht habe, jetzt nochmal Jugendsprache einzubringen, und zwar das Jugendwort des Jahres, das crazy. Das ist crazy. Ja, schön. Ja, nur weil du so alt bist, Corby. Das nächste schaut das crazy aus, und zwar Space Adventure Cobra The Movie. Ich bin jetzt gespannt auf den Samstag, weil du musst ja sagen, Freitag ist ja echt crazy, weil du hast eine Romanze, dann dieses anscheinend Drama hin zu einer Nuttenkomödie und dann ein Splatter. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Samstag ausschaut. Nuttenkomödie ist schon ein bisschen also ich glaube nicht, dass das eine Nuttenkomödie sein soll. Ich habe nur Nutten und Komödie gehört bei Factoys. Oh je. Okay. Nuttige Komödie, sagen wir so. Ja. Gott. Ja, es ist wie Sister Act. Genau. Nur weniger Gott. Ja, kommt drauf, egal. Aber ja, jedenfalls, der Samstag fängt um 11:30 Uhr schon an und wie gesagt, wir haben mit Shrine of Abominations ein Stop-Motion-Exzess mit Urkreaturen und Kämpfen und vielen knalligen Farben und so kann man eigentlich auch Space Adventure Cobra the Movie umreißen. Der titelgebende Weltraumpirat Cobra bekommt halt den Auftrag, eine junge Dame, die Schwester der Kopfgeldjägerin Jane Royale zu finden
und aus den Klauen des Schurken mit einem der besten Filmschurkennamen ever wahrscheinlich, Crystal Bowie, zu befreien. Und ja, also alles andere ist einfach ein einziger audiovisueller Exzess. Also den Film, ich komme ja eigentlich nicht dazu, die Filme beim Festival selber zu sehen, aber das ist wirklich auch so ein Film, den will ich eigentlich unbedingt mal auf der großen Leinwand schauen. Da ist wirklich also ein Animationsfeuerwerk. Das war wirklich so ein persönlicher Wunschtitel auch von mir schon sehr, sehr lange. Ich kenne mich, muss ich sagen, mit Anime bis bestens auf die bekanntesten bestens aus. Ja, haben wir letztes Jahr schon geklärt. Genau, ja, haben wir letztes Jahr schon geklärt. Nee, nicht ganz so gut aus, aber den habe ich zufällig vor einer halben Ewigkeit mal gesehen und seither war es mein Ziel, den im Kino zu zeigen. Und dieses Jahr ist mir gelungen. Ja. Und ist das ein echter Spielfilm oder ist es sowas wie Yellow Submarine von den Beatles? Nee, also es soll schon ein Spielfilm sein. Es ist eine Spielfilmadaption von einer längeren Anime-Serie. Okay. Ja. Okay. Und die war vor allem in Japan und vor allem in Frankreich extrem populär oder ist die tatsächlich auch noch. Und da wird, glaube ich, so die erste Staffel zusammengefasst. Ich weiß es nicht genau. Ich habe leider die Serie noch nicht gesehen. Das möchte ich so schnell wie möglich ändern, natürlich. Aber der Film, den sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Das ist auch einer meiner absoluten Lieblingsanimationsfilme. Ja, natürlich schon ziemlich 80s. Sag mal so, das Frauenbild ist nicht ansatzweise so problematisch wie bei Uro letztes Jahr. Aber natürlich schon auch ein bisschen aus heutiger Sicht. Unpassend. Ja, diskutabel, wenn auch, ja, aber ein Produkt seiner Zeit. Mhm. Aber wenn man das in den richtigen Kontext setzt, dann funktioniert der als Science-Fiction-Abenteuer ganz, ganz wunderbar. Also wirklich ein fantastisches Erlebnis. Ja, ich finde den Animationsstil aus den 80er und 90er sowieso ziemlich geil immer. Das wäre eigentlich ein Film für mich. Ich hätte jetzt auch gleich mal geschaut, ob vielleicht die Serie oder der Film auf Crunchyroll drin ist. Da ist er leider nicht. Weißt du auswendig, ob der irgendwo in Deutschland, die Serie oder der Film zu sehen ist? Als Medium kaufbar oder irgendwo im Stream? Also es ist vor Ewigkeiten mal eine DVD erschienen. Ich habe ihn beim Weltvertrieb lizenziert. Die haben eine französische Niederlassung auch. Und darüber lief das. Und ich weiß, dass es Interessenten gibt. Ja, also dass das vielleicht demnächst schon auch wieder rauskommt. Dann halten wir mal die Augen offen. Genau, also da kann ich es wirklich nur empfehlen. Also es ist noch nichts in Stein gemeißelt, aber ich weiß, dass von dem einen oder anderen Label zumindest Interesse besteht. Also es könnte sich was tun, ja, in den nächsten 1-2 Jahren. Polyband vielleicht, die hauen ja immer gern Animes raus und einige Serien und so weiter. Vielleicht erbarmt sich Polyband hier für eine Veröffentlichung. Ich wäre sehr dankbar drum. Ja, also es ist auf jeden Fall ohne dass ich Namen nennen möchte oder dürfte. Es sind auf jeden Fall 1-2 Labels dabei, die sehr, 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 sehr schöne Editionen machen und es mich sehr freuen würde, wenn die Lizenz bei denen landen würde. Genau. Gut, dann ist der nächste, der Film mit dem längsten Titel, glaube ich, soweit ich das sage. Theater of Horrors, oder? Wir haben viele lange Titel. Mit Idiot Girls and Schoolgirls, Theater of Horrors und I Fell in Love. Ja. Vielleicht 3 lange, aber ja, Theater of Horrors, The Sordid Story of Paris' Grand Guignol. Das Théâtre du Grand Guignol in Paris mit seinen blutrünstigen Inszenierungen. Sagenumwoben haben auch unsere Bloodsucking Zombies from Outer Space schon besungen, mit deren Sänger wir ja schon 2 Folgen aufgenommen haben. Um was geht's hier? Weil da ist uns ja auch wieder mal zu eurer Schande der Screener vorenthalten worden. Wir sind hier gecybermobbt. Ja, die ganze Zeit. Ja, es geht halt um die Geschichte. Ja, die wird halt nacherzählt.
Es ist eine sehr gute Doku, die sehr viel abdeckt über das Thema. Es gibt schöne Animationssequenzen dazu auch noch. Es gibt Archivmaterial. Genau, es wird einfach die Geschichte nacherzählt von der Eröffnung 1897 bis zum, ich glaube, 1962 musste es schließen. Also es hat beide Weltkriege überstanden, wenn auch den zweiten nur gerade so. Währenddessen gab es viele Kontroversen, viele Skandale und viele denkwürdige Inszenierungen, die für zahlreiche Ohnmachtsanfälle und wildeste Gerüchte gesorgt haben. Ja. Und der Regisseur ist ja kein Unbekannter für euch. Also Ganz der hat ja schon mit Enter the Close of Bruce und Susanna, ich glaube, das war letztes Jahr. Genau, Susanna war letztes Jahr, Enter the Clones of Bruce war 2023. Also ja. Der hat schon ein paar Beiträge praktisch ins Weird Weekender beistiften dürfen. Genau. Steuern. Besteuern. Besteuert das Weird Weekender regelmäßig. Genau. Sehr schön, besteuert uns. David Gregory, den habe ich auch beim Slash in Wien persönlich kennenlernen dürfen. Der hat auch Severin Films, ein ziemlich bekanntes US-Label, mitgegründet und ist da der Chef und macht dann halt zusätzlich auch noch Dokus. Und der wird persönlich vor Ort sein und wir machen danach ein längeres Interview vor Publikum. Also da sind so 45 Minuten eingeplant und da reden wir dann ein bisschen über diese Doku natürlich, aber auch über Severin Films und gucken, dass wir das Publikum natürlich auch einbeziehen. Ich weiß, dass aus dem Stammpublikum vom Weekender und auch vom Weird Wednesday, dass da einige SammlerInnen dabei sind, die sehr viel von Severin Films auch kaufen und die sich sehr darüber freuen, dass David Gregory auch kommt. Zusammen mit Stephen Thrower, der ja Filmjournalist ist und Filmbuchautor. Der wird auch noch dabei sein und dann machen wir eine schöne Runde, einen schönen Talk. Das wird dann quasi im Ticket zu Theater of Horrors enthalten sein. Ja. Ah, okay. Cool. Da war was für Mike, wenn der Severin-Chef da ist, weil der ist ja da auch importmäßig immer groß unterwegs. Das wäre was für den Mike, ja. Wenn er sich wiederholt, dann müssen wir den vielleicht nach Stuttgart importieren. Ja, er ist ja scheinbar eher jedes Jahr vertreten, der Regisseur. Vielleicht ist er nächstes Jahr dann mit seinem nächsten Streifen da und auch persönlich und dann ziehen wir einen Mike an die Waschel auf Stuttgart. Sehr schön. So machen wir das. Danach kommt der Kurzfilmwettbewerb mit Weird Shorts. Heißt es eigentlich, dass ihr dann da auch gleich die mit Preisverleihung und so weiter macht? Oder laufen da nur die Filme und Preisverleihung ist alles gepackt am Sonntag dann? Preisverleihung ist alles zusammen kompakt am Sonntag vor dem Abschlussfilm. Genau. Ja, genau. Wir haben jetzt mal einen Block. Früher beim Shivers waren es 2 Kurzfilmblocks und zum Beispiel beim Hardline sind es ja auch 2 Kurzfilmblocks. Wir hätten auch qualitativ auf jeden Fall genug Material gehabt für 2, aber irgendwann, ich meine, ihr seht ja selber, wir fangen Samstag und Sonntag um 11:30 beziehungsweise 11 Uhr an und machen bis Ultimo. Da hat es leider zeitlich nicht mehr ganz gepasst. Ja, aber auch da kann keiner sagen, dass ihr zu wenig bietet. Ja. Dankeschön. Genau, aber wie beim Spielfilm Line-Up auch haben wir einfach versucht, ein möglichst breites Spektrum inhaltlich, genremäßig abzudecken. Also gerade Selmarco Griffin Hunting, der da als Auftakt laufen wird, der hatte seine Weltpremiere dieses Jahr beim Sundance Film Festival und ist mit Pollyanna McIntosh und der jungen Dame aus Hereditary sehr hochkarätig besetzt und auch die Effekte sind sehr, sehr gut. Ein Coming-of-Age Fantasy Horrorfilm im alternativen USA der 1930er, in der es Greife gibt, Griffins, mythische Kreaturen und Mutter und Tochter gehen gemeinsam auf die Jagd nach einem.
Und sehr, sehr gutes Ding. Eigentlich wollte ich euch noch zur Ansicht, verdammt, das habe ich vergessen. Ich wollte eigentlich I Killed Osama, wollte ich euch schicken. Das ist ein wildes, 3-minütiges Ding, das eigentlich genau Kanes Kragenweite sein sollte. Okay. Ja, kannst du nachträglich noch machen. Her damit. Kann ich nachträglich, genau. Aber der Titel hat mich schon angefixt. Wie viele Kurzfilme sind es denn insgesamt? Weil das Ding läuft 130 Minuten, dieser Block. Genau. Aufgeteilt auf wie viele Kurzfilme? 11 Kurzfilme. Ah, okay. Ja. Ist da der 38 Minuten lange dann auch schon dabei? Nee, der 38 Minuten lange, der läuft vor Space Adventure Cobra, the Movie, als Start in den Ach, so Tag. war das jetzt, genau. Ja, genau. Jetzt sind. Ja, das war also der Shrine of Abominations. Ich wusste davor, wir haben eine Maximallänge von 30 Minuten. Shrine of Abominations geht 38 Minuten. Ich habe mir den Trailer angeschaut, habe so gedacht, das ist eigentlich schon genau mein Ding, frag schon mal an. Ja, habe ihn angefragt. Oh Mann, im Kurzfilmblock, das ist schon halt ein Drittel, ja, das kann man eigentlich nicht wirklich machen, ja, da ein Drittel des Kurzfilmblocks da für einen Film aufzuwenden. Und als Vorfilm ist halt auch nicht gerade die perfekte Laufzeit. Und dann sind wir zum Schluss so verblieben, wir machen dann so ein kleines Matinee-Special am Samstag und packen den halt zu Space Adventure Cobra. Genau, da müssen dann die Leute da durch, in Anführungszeichen. Aber es ist einfach, es ist ein toller Film, der Soundtrack ist auch super. Gibt auch einen schönen Kontrast. Space Adventure Cobra, the Movie, hat so einen schönen trippy, psychedelic Synth-Score und Shrine of Abominations hat einfach Metal. Okay. Das weckt dann gut auf. Ja, sehr geil. Da geht's auf alle Fälle gleich richtig rund. Und danach The Shadow's Edge. Wenn ihr euch wundert, warum wir bis jetzt nicht zu dem Programm am Samstag irgendwas gesagt haben, wir sind wieder mal gecybermobbt worden, indem wir keine Links gekriegt haben. Wir können erst zum Finale am Samstag was sagen. Also drum jetzt nochmal an Stefan, The Shadow's Edge, ein Mandarin-Film. Genau, auf Mandarin mit englischen Untertiteln. Also Deutschland Premiere. Jackie Chan wird aus dem wohlverdienten Ruhestand geholt, um einem skrupellosen Schurken namens The Shadow und seinen Handlanger Jungspunden das Handwerk zu legen. Und das geht halt wirklich sehr gut ab. Sehr, sehr harte Action, aber auch überraschend viel Comedy drin. Und man hat es ja auch schon überall gelesen, Jackie Chans bester Film seit Jahren. Ja, also er hat ja mal vor 8 Jahren diesen The Foreigner mit Pierce Brosnan gemacht, vom Regisseur von GoldenEye und Casino Royale. Der war auch ganz gut. Ich würde sagen, dass The Shadow's Edge nochmal ein ganzes Stück besser ist und halt die Action ist brachial und wirklich super inszeniert. Und, ja. Aber als Referenz in eurer Broschüre habt ihr Karate Kid Legends reingeschrieben. Das ist Man muss ans Marketing denken, das hat mehr Reichweite dann. Ja, das sollte das Spaß sein. Ja, okay. Eigentlich stand da, okay, Rush Hour, aber das ist schon beim finalen Ding ist das tatsächlich durchgegangen, weil wir hatten es dann eigentlich noch ausgetauscht durch Rush Hour, aber ja, genau, da war ein bisschen zu viel zu Werbung. Oder Shanghai Noon, mein persönlicher Lieblingsfilm von Jackie Chan. Police Story, ja, allein Armor of God und alles, also da genau. Ja, das kommt davon, wenn man bei 2 Filmen den Pressetext nimmt, weil die Zeit nicht mehr ausgereicht hat, selber was zu verfassen. Die restlichen Texte sind alle selber geschrieben. Aber das sieht man auch hinten im Impressum. Also, weil da bei den Texten steht Play on Pictures und neue Visionen, weil bei The Last Viking und The Shadow's Edge sind es Pressetexte. Okay. Und da hat sich Play on Pictures wahrscheinlich gedacht, Karate Kid Legends ist einfach das Aktuellere. Das stimmt, und der war ja auch gar nicht so schlecht. Ja. Und wir haben dann auch noch, das eigentlich durch Rush Hour ersetzt, aber da ist wohl uns was durch die Lappen gegangen. Ja. Schickt es in Zukunft uns zum Querlesen, das machen wir.
Sehr schön, Dann sehr schön. passieren solche stümperhaften Fehler einfach nicht mehr. Ja, dann steht da. Ihr kriegt zwar dann die Korrektur nach dem Festival. Ja, Und dann steht da Panda Plan. ja, genau. Das ist dann einfach so wie die Faktenchecks bei irgendwelchen Interviews, die dann einmal einen Tag draufkommen, wo es kein Sau mehr interessiert. Sehr gut, ja. So wird das dann bei ihr gemacht. Und jetzt können wir endlich der Corby und ich wieder was sprechen. Also, das war jetzt schon richtig, richtig schlimm, so still zu sein. Ja, wie viel Déjà-vus hast du gehabt? Bei Flush. Ja, Flush ist eigentlich mein klassischer Samstag. okay. Wenn Beim wir solche in Boden eingelassene Toiletten hätten. Also ich habe es jetzt eher auf das bezogen, was er tatsächlich hier wieder im Text drin steht, mit Ach du Scheiße. Wir haben den Film ja vor 2 oder 3 Jahren im Hardline sehen dürfen. Genau. Und Flush hat das Ganze einfach nach Frankreich und aus dem Dixie-Klo in eine echte Toilette reinkatapultiert. Und ja, also sehr kurzweiliger, spaßiger Toilettenfilm, so wie man es halt gern hat. Ja, und kurzweilig passt echt, weil er hat 70 Minuten, französischer Film, und ich habe echt mega Spaß gehabt mit dem Ding. Ich möchte sogar fast behaupten, dass mir ein Stückerl besser gefällt als Ach du Scheiße, weil ich die Situation noch absurder finde, mit dem, dass er eben mit dem Kopf im Klo, also wir reden hier von einer Toilette, die im Boden eingelassen ist, und da steckt halt jemand mit dem Kopf drin fest. Und mehr möchte ich gar nicht sagen zu dem Film, weil das ist echt was, man denkt jetzt wieder, okay, wie soll ich einen Film über diese Ausgangssituation erzählen? Und die Franzosen haben es geschafft, dass sie da wirklich 70 Minuten durchgehend unterhalten, weil das absurd ohne Ende ist. Der Stefan hat ja zur Vorbereitung gefragt gehabt, welche Filme denn meine Frau mitgesehen haben, ob der Taroman da dabei war. Nein, der war nicht dabei, aber Flush war dabei. Und das war schon sowas, wo es mir da wieder angeschaut hat und dann gefragt hat, warum? Wenn du dich scheiden lassen willst, Corby, dann sag's einfach. Na, will ich nicht. Ich war köstlich amüsiert und ich bin mir nicht sicher, ob sie mich gefragt hat, warum jemand so einen Film macht oder warum ich mich so köstlich darüber amüsiere. Auf alle Fälle absolut spaßig und ein geiles Finale für den Samstag. Ich kann ja die Frage von meiner Frau einfach weitergeben an dich, Stefan. Warum? Ja, weil er in 70 Minuten keine Sekunde langweilig ist, sein Konzept gnadenlos durchzieht und sehr, sehr gut gemacht ist in jeder Hinsicht. Also und es ist ein sehr guter Film zum Abschluss des Tages. Einfach so ein schöner Rausschmeißer. Da wird auch der Regisseur Grégory Morin wird persönlich da sein und dem könntet ihr diese Frage stellen, ja, wenn ihr denn da wärt. Der würde sie garantiert sehr gerne beantworten. Wir haben den gesichtet und da war eigentlich schon klar, da wird wahrscheinlich nicht nochmal ein zweiter solcher dieses Jahr kommen und wenn, dann wäre es schon sehr komisch. Aber ja, wir hatten sehr viel Spaß damit und das hat's dann eigentlich schon, ja. Man hat wirklich einfach nur Party. Das ist wieder ein richtig geiler Partyfilm, der trotz seiner limitierten Ausgangssituation unglaublich viel zum Bieten hat. Also, ich wollte gerade noch ergänzen, es ist sehr lehrreich. Also für alle, die schon öfter in solchen Situationen waren und sich fragen, ja, wie gehen andere damit um? Hier könnt ihr es jetzt mal sehen. Genau. Ja. Und dass es nichts Besseres gibt, als einen Entzug mit Ratten zu machen. Ja. Ja, und wenn Kane dann beim nächsten Mal beim Hardline am Samstagabend wieder länger im Klo verschwindet, dann wissen wir, was passiert ist. Dass sich daraus wieder befreien muss. Oder dass ich vielleicht mittlerweile auch Drogen deale und die auch im Klo verstecke. Genau. Also eins von beiden wird passieren. Ich stecke entweder mit dem Kopf fest oder ich verkaufe da drin meine Drogen. Na, alle Polizisten, die gerade zuhören, schreiben sich das gerade schon auf. Hardline Samstag kann ich verhaften. Nicht schon wieder. Immer dasselbe. Ja, aber wenigstens mal nicht wegen Exhibitionismus. Das ist doch einmal schön, wenn was anderes in deiner Strafakte steht. Genau. Wie schaut da das mit... Ja, du? Ja, nee, da steht schon jedes Jahr beim Hardline Samstagabend so ein Undercover-Cop in der Toilette und wartet auf dich, genau. wieder nicht live auf frischer Tat erwischt. Ich glaube, er heißt Martin. Grüße gehen raus an Martin, die dickste Kartoffel kriegst du da jetzt gerade in die Kamera. Aber da wir nur Audioformat bieten, siehst du diese dicke Kartoffel nicht.
Habt ihr eigentlich, weil wir sind jetzt mit dem Samstag durch, habt ihr dann eigentlich auch durchs Weird Weekender organisierte Aftershow-Partys? Yes. Also Donnerstag und Freitag, da hängen wir uns so ein bisschen dran, ja, im Gebäude vom EM-Kino, von den Innenstadtkinos hat so ein Pop-up-Club, die Lerche 22, eröffnet und da können wir anschließend quasi rein, so ein kleines Get-Together machen. Wir sind da selber gespannt. Der hat jetzt seit einem Monat oder so offen, der Club. Und anscheinend gibt's da einen Bereich, wo man sich ganz gut unterhalten kann, weil das ist halt, das ist noch so ein bisschen das Problem beim Weird Weekender und wo ich auch neidisch auf das Hardline und auch auf das Hardline schaue und auch auf das Shivers zurückblicke, dass man halt danach einfach noch verweilen kann, dass man nicht irgendwie ewig durch die Stadt laufen muss und sich was suchen muss, beziehungsweise halt zu einem anderen Club, wo man Kooperation macht, sondern dass man wirklich aus dem Kinosaal rauskommt und dann sofort weiterhin unter Gleichgesinnten ist und den Abend, je nachdem wie lange man das machen möchte, ausklingen lassen kann. Und ja. Das haben wir erst vor kurzem wieder schmerzlich feststellen müssen, dass das Hardline da schon einen riesen Vorteil hat, oder dass die Kneipe einfach dahinter ist. Ja. Weil selbst wenn neben dem Gebäude eine Lokalität ist, wo man weiter trinken kann, heißt es nicht, dass die komplette Viva la Movolution Crew das dahin schafft. Oh, okay. Es waren alle da. Alle drei waren wir da. Der Mike ist ja nicht dabei gewesen. Du warst irgendwann dann mal da. Ja, weil aber, wir reden von Fright Nights. Grüße an Lara. Da war ja das erste Come Together war ja da in dieser Bar, die noch in dem Gebäude, in diesem Komplex, wie heißt das? Puls Plus sowieso? Keine Ahnung. Gerade nur kurz. Es heißt Get Together. Come Together ist wahrscheinlich eher wieder der Faktor. Nein, das passt schon. Es war ein Come Together zuerst. Da habt ja du und der Seppi habt ja da noch einen homosexuellen Date gehabt und wart miteinander dinieren und seid dann gleich ins Pub rüber. Also hier keine Lügen verbreiten, sondern ich habe einfach beide Get-Togethers mitgenommen, weil ich bin nämlich ein Virtuose am Getränk, wie der Alligator gesagt hat. Also er sagt es ja jetzt überhaupt nicht ohne Neid, weil er hat extrem viel Hunger gehabt. Aber er hat dann sie dann irgendwann beschwert, hat gesagt, ja Kotzefix, die melden sich überhaupt nicht bei mir, bis er auf sein Handy geschaut hat und gesehen hat, dass er mehrere verpasste Anrufe gehabt hat, mehrere Nachrichten, dass wir ihn suchen und wo er denn ist. Lügenpresse. You are fake news. You are a rude person and fake news. So, wir sind am Sonntag angekommen und so wie es ausschaut, ja. Weil, also ich würde nur kurz sagen, am Freitag, also am Donnerstag sind wir in der Lerche, am Freitag haben wir, wie die letzten beiden Jahre auch, die Kooperation mit dem Schwarzen Keiler, da ist so Rock-Metal-Party, wo man dann mit Festival, Badge oder Ticket von Meat Kills gratis reinkommt. Je nach Kapazität natürlich, wenn der Club komplett voll ist, ist es halt schwierig. Aber genau. Und am Samstag haben wir unsere quasi erste eigene Party im Kulturbunker Stuttgart, heißt es, oder Kultur im Bunker. Das ist ein früherer Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg, der zur Kulturlokalität umfunktioniert wurde. Und da gibt's mehrere Räume. In einem Raum werden wie die letzten Jahre auch Daniel Schröckert zum einen auflegen, Daniel Schröckert von Kino Plus und dann auch Manuel Ewald von Play On Pictures, der nebenher auch immer ganz gerne auflegt. Und im Nebenraum hat man uns gesagt, steht ein Projektor, in dem man auch Filmvorführungen machen kann und da werden ausgewählte Perlen aus dem Dropout-Sortiment laufen, Klassiker-Perlen. Uzuki Dochi. Vielleicht der zweite Teil, ja. Aha. Vielleicht. Ja. Vielleicht auch Frankenhooker. Ja. Geil. Vielleicht auch der Sexualterror der Vampire, ja, ein bisschen Jean Rollin mit da strahlte Kade, wenn du sowas hörst. Perlen, wirklich lauter Perlen. Lauter Perlen, genau. Cool. Genau. Cool. Und das geht bis um 5 Uhr früh, weil ab 5 Uhr ist Tanzverbot, weil am 23. November ist ja der Totensonntag. Und das ist ein stiller Feiertag. Deswegen
Also geht's nur Mittelalter lässt grüßen. Genau, Mittelalter lässt grüßen. Ich hatte tatsächlich, weil man hat es ja gar nicht mehr wirklich so auf dem Schirm. Und als mir das vor, keine Ahnung, 1,5 Monaten aufgefallen ist, habe ich gedacht, oh verdammt, vielleicht ist da ja den ganzen Tag Tanzverbot, sofort ab 0 Uhr. Und das wäre ja ziemlich blöd, weil wir um 0:30 Uhr wieder Party anfangen wollen. Ja, das wäre richtig gut, ja. Und dann habe ich erst geschaut und dann habe ich 3 Uhr gefunden, aber das war irgendwie vor 10 Jahren. Und es wurde vor wahrscheinlich 9 Jahren oder so, wurde das dann halt auf 5 Uhr vorverlegt. Zurückverlegt. Also dann Ja, hat man bis 5 Uhr morgens darf man tanzen und ab 5 Uhr ja. ist nicht, genau. Endlich dancen. Endlich dancen, genau. Zumindest gibt es am Sonntag aber kein Filmverbot, oder? Also, Nee. Oder ist das dann also ein Feiertag, an dem gewisse Filme nicht gezeigt werden dürfen? Genau, Weil das gibt's doch auch, genau. oder? Ja, genau, nicht feiertagsfrei. Aber da sind wir dank neuer Freigaben und so sind wir im grünen Bereich. Ja, wobei Taroman geht, das wird schon kritisch an einem tanzfreien Feiertag. Taroman Ich weiß. Das ist schon hart an der Grenze. Ja, deswegen haben wir ja Taroman auch der FSK vorenthalten und der ist einfach ab 18. Ah, okay. Aber gut, Sonntag, wir haben diesmal wieder 2 Filme, die wir mit besprechen können, aber die ersten 2 muss der Stefan selber wieder kurz erklären. Unter anderem geht's um 11 Uhr los mit Malpertius, Flämisch. Malpertui. Jetzt fast. Flämisch ist die nächste witzige Sprache nach Niederländisch. Wir haben ja, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr habt ihr, wie hieß er, Hessert, glaube ich, im Programm gehabt. Yes. Der war ja, glaube ich, auch auf Flämisch. Ja. Und diese Sprache, die ist ja noch irrer als Niederländisch. Was erwartet uns diesmal? Was ähnlich Verrücktes wie bei Hessert? Ja, auf andere, also gotischer Gruselhorror mit Orson Welles, der einen Patriarchen auf dem Sterbebett spielt, der quasi seine Familie zu sich bittet. Und unter der Familie, zu der Familie gehört auch der junge Jan, gespielt von Mathieu Carrière, von einem jungen Mathieu Carrière, ein Matrose, der gerade auf Landgang und Heimatbesuch ist. Die bekommen dann quasi sein Testament verlesen, was zu einigen Irrungen und Wirrungen unter den Familienmitgliedern führt, weil sie bekommen nur das stattliche Vermögen, wenn sie alle bis an ihr Lebensende auf dem Grundstück verweilen. Das führt dann zu einer Spirale, die einem Fiebertraum gleicht. Ich möchte jetzt auch nicht so viel verraten. Das ist schon ein sehr, wie soll man sagen, sehr eigenwilliger Einstieg in den Festivalsonntag. Aber das hatten wir ja letztes Jahr mit Messiah of Evil auch. Auf jeden Fall ein extrem atmosphärischer Film, so mit Daughters of Darkness, der beste Film von Harry Kümel. Tolle, opulente Ausstattung. Ein Erlebnis würde ich auch wirklich gerne auf der Leinwand mal sehen. Wir zeigen auch die restaurierte 4K-Fassung. Also das lohnt sich schon für Leute, die Sonntag um 11 Uhr Matinee fit sind. Herr Krane, wie du jedes Mal. Ich bin raus, Sonntag 11 Uhr, ist er geisteskrank. Ja, also hatten die letzten Jahre hatten wir eigentlich bei der Matinee schon auch, die war ganz gut besucht. Also im ersten Jahr hatten wir sehr viel Schwund bei den Festivalpass-BesitzerInnen, als wir Following von Christopher Nolan gezeigt haben. Da haben wir einfach gesehen, die Festivalpässe, die ihr Ticket da nicht eingelöst habt. Das waren, glaube ich, 13 oder 14 Stück. Da gab es dann wirklich schon so ein paar Ausfälle durch die Party. Aber trotzdem war das gut gefüllt. Letztes Jahr auch bei Messiah of Evil und der lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ja, also, und wenn du schon sagst, eigenwillig, es passt ja aber dann einfach auch zum Namen vom Festival. Kommt nächstes Jahr auch über Dropout ins Kino als Wiederaufführung, regulär. Oh. Spätestens da bekommt er einen Sichtungslink. Sehr schön, dann freue ich mich schon drauf. Ich habe vorher gelogen, wir haben 3 Filme zum Mitsprechen, aber die nächsten hat bisher nur der Corby gesehen, den habe ich leider noch nicht geschafft, darum kann der Corby jetzt vielleicht was zu. Keine Ahnung, wie man diesen Film ausspricht. Stinker. Ja, die haben wir gedacht, dass du jetzt nur das zweite Wort vorliest.
Sasyk. Sasyk, soweit ich weiß, heißt Sasyk, ja. Es ist ein kasachischer Film oder russisch oder wie war das? Kasachisch, genau. Kasachisch, ja, auf Russisch, aber aus Kasachstan, ja. Corby, wie fandst du Sasyk, du Stinker? So nenne ich meine Katzen. Also, wie ich den fand? Ich fand den gut, auf jeden Fall. Er hat auf jeden Fall viele Szenen, wo man sich fragt, okay, was willst du jetzt gerade sein? Bist du jetzt gerade irgendwie so ein Abenteuer-Kinderfilm? Oder willst du sowas sein wie E.T.? Habt ihr es ja eh schön geschrieben, E.T. im Plumpsklo. Aber um was geht's denn? Ein Landstreicher ist sehr verzweifelt und will sich umbringen, aber er schafft es nicht so richtig und also soweit hab's ich verstanden, Stefan, du darfst aber gern reingrätschen, belästigt am Anfang so ein bisschen dann so eine Dorfoma, die so einen Laden hat und will sie dann wieder eigentlich umbringen, wird aber dann durch das Ankommen eines Aliens davon abgehalten, dass er das macht und der Alien versteckt sie dann in dem Plumpsklo bei dieser Dorfoma. Und ja, wie schon gesagt, es gibt immer wieder so Elemente, wo man sich zumindest fragt, okay, was möchtest du mir denn jetzt sagen? Was bist du denn jetzt? Die Effekte haben mich aber schon sehr beeindruckt. Also für das, dass ich mir am Anfang gedacht habe, okay, es ist ein sehr limitiertes Setting, waren dann die ganzen CGI-Effekte und allgemein das, was die dann da animiert haben, schon echt krass. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Und es ist ja auch, der Film greift ja auch in gewisser Hinsicht die Stadtbilddebatte vor, weil die Dorfoma, wie du sie so nett umschreibst, die hat ja auch Probleme mit den örtlichen Beamten, die sie gerne weg hätten, weil ihr alter, etwas rustikaler Laden denen nicht mehr ins Stadtbild passt, auch weil der Präsident dem kleinen Dorf ja einen Besuch abstatten möchte, beziehungsweise sein. Ist ja das, was der Merz gemeint hat mit seiner Aussage. Genau. Da ging es ja um alte Tante Emma-Läden. Genau, ganz genau. Und Aliens. Stimmt. Ja, ich fand den einfach überaus charmant. Ist natürlich der Vergleich mit E.T. liegt nahe. Aber ich fand halt schön, ich meine, es gibt, in der ersten Szene gibt's echt einen ganz schönen Gag. Corby, du wirst wissen, welchen ich meine. Thema Abspann. Ja. Also jetzt, um nicht zu viel zu verraten. Und er hat auch durch den Film, über den ganzen Film hinweg immer wieder schön schwarzen Humor eingesprenkelt. Und ich finde es auch wichtig, dass man halt Filme auch aus Ländern, die unterrepräsentiert sind, ja, im Genre-Kino, dann auch mal eine Plattform bietet. Und wie du auch gesagt hast, Corby, der ist handwerklich sehr beeindruckend gemacht. Die Kreatur selber kann man jetzt sagen, okay, das ist ein Mann in einem Anzug, aber ich glaube, dass dadurch, vor allem wie die anderen Effekte halt aussehen, das war schon genauso auch gewollt und so, also das sieht ja auch jetzt nicht schlecht aus, das Alien. Das ist halt so ein charmantes. Das fand ich sogar gut, dass es eher ein Kostüm ist. Ja. Aber dieses Viech, das er dann da noch dabei hat mit den Tentakeln und so, also sind wir wieder bei den Tentakeln. Ja, Tentakeln. Endlich! Ja. Das hat schon echt sehr, sehr gut animiert ausgesehen. Ja. Ja, das einfach solche kleinen Perlen. Für mich ist eine kleine Perle aus Ecken der Welt, aus denen die man jetzt nicht so auf dem Radar hat. Das sehe ich auch als Pflicht eines Festivals an. Ja, der, wie gesagt, wird nicht jeden Geschmack treffen, aber meiner Meinung nach tut es niemandem weh, sich auch mal so einen Film im Kino zu geben. Perfekte Überleitung. Ja. Perfekte Überleitung, Stefan. Findest du? Wenn's heißt, tut nicht jedem weh. Taroman Expo Explosion. Nonsens! Alter Schwede. Wow, das ist wirklich ein Wow. Wäre jetzt der Film 10 Minuten lang, dann hätte er von mir die Bestwertung bekommen und dann hätte ich gesagt, Alter, Stefan, Respekt, geile Scheiße. Aber er geht halt 105 Minuten und er lässt halt einfach nicht locker. Also, Kani, du hast ein bisschen reingeschaut, oder? Nein, ich hab ihn komplett jetzt noch gesehen. Oh, super, perfekt. Erklär doch mal, um was es in Taroman Expo Explosion geht.
Es geht um das eingeworfene Wort vom Stefan gerade, Nonsens. Um absoluten Unsinn. Für mich war das so, also es geht die Expo 1970 in Osaka, meine war das. Da ist ja dann, die Namen kann ich jetzt mal wiedergeben von den Organisationen und was weiß ich, was da alles so ist. Aber es gibt eben den titelgebenden Taromann und dann gibt's noch ein paar Bestien. Und es kommt dann der Common Sense Cyborg, glaube ich, hieß er, aus der Zukunft, aus dem Jahr 2025, in dem es dann die Space Expo gibt, aus, ich glaube, dann intergalaktische Expo, die es dann gibt. Und der muss dafür sorgen, dass die Expo 1970 ein Erfolg bleibt, damit es die Expo 2025 geben kann, oder? War das so? Ja. Genau. Und ja, und dann entspinnt sie da ein absoluter Wahnsinn, indem sie eben dann der Common Sense, also so der gesunde Menschenverstand und die Ordnung auf absoluten Nonsens, auf den Unsinn stoßen, bis sie dann rausstellt, dass es vielleicht sogar nebenher existieren kann, beides. Für mich war das auch so eine absolute Hommage an diese Monster- und Ultraman-Sachen aus die 70er, auch von die Kostüme her und vom Setup her. Und es ist wirklich, also er ist in meinen Augen definitiv ein bisschen zu lang mit seiner Stunde 45, aber trotzdem habe ich nicht aufhören können, dass ich gespannt zuschaue bei diesem absolut irren Film, weil man sich die ganze Zeit denkt, wie soll denn das noch bescheuerter werden, und es wird irgendwie immer bescheuerter, und der Film weiß das auch selber, weil es heißt, ich glaube, der Böse am Ende sagt er dann so, hey, ich kann auch mit absoluten Unsinn auffahren, und dann kommt noch mehr Unsinn, und es ist einfach irre. Also das ist wirklich ein Feuerwerk vor dem Herrn. Ich habe den auch sehr gut bewertet, weil ich wirklich Spaß gehabt habe. Genau, Feuerwerk ist genau das, warum der Film mir aber wahnsinnig gut gefällt. So viele Ideen Kreativ da ohne Ende, reinzupacken. ja. Und diese ganz verschiedenen Effekte und Animationsstil und Zeichentrickstil und keine Ahnung, alles. Einfach wirklich, da muss das Team da gesessen sein. Stop Motion hast du ja auch noch drinnen. Das Team muss da gesessen sein, hat sie von mir aus tagelang die Birne wegballert, aber alles aufgeschrieben, was irgendwie an geilen Ideen da war, und war also total beeindruckend. Ja, finde ja, also kreativ ohne Ende, vor die Kostüme, vor die Einfälle, vor die Settings, vor die Bühnenbilder und so weiter, also echt Wahnsinn. Und dann diese Geschichte noch dazu, die wirklich so abdraht ist, das ist wirklich was, das kannst du schwer erklären, das musst du gesehen haben. Ja. Genau, so sehe ich es auch, ja. Es war einfach, ich habe den angefangen zu schauen, und es war halt von Anfang an, ist der eigentlich schon Overkill. Also er fängt auf 180 an und dreht dann durch. Ja, so kann man es eigentlich ganz gut beschreiben. Und ich hab's einfach irgendwann mit mir passieren lassen. Aber es war halt so, jedes Mal, wenn ich so ein bisschen gedacht habe, okay, jetzt könnte es ein bisschen viel werden, kam halt plötzlich ein neuer Einfall, und der Film macht auch, also visuell was anderes, ja, in dem Rahmen, so lässt sich was Neues einfallen. Mhm. Und ich war einfach komplett drin, ja, und ich habe den Film tatsächlich mittlerweile 3-mal gesehen, und mir wird's immer noch schwer fallen, die Handlung wiederzugeben, aber ich muss halt sagen, ja, ich könnte mir den jetzt eigentlich direkt danach schon wieder anschauen, weil ich so viel Spaß damit hatte. Ja, das ist so ein Dauerschleifending. Ja. Also das wäre sowas für YouTube, so 24-Stunden-Video, wo nur das in Dauerschleife läuft. Anstelle von Lofi. Genau. Ja, aber dafür macht er sich auf der Leinwand auch zu gut, als dass man ihn auf YouTube schauen sollte. Deswegen, also der schon der Taroman kann, glaube ich, überall begeistern. Ja. Aber auf der Leinwand muss er natürlich noch mehr wirken, ja. Ja. Also das ist schon, ja, ich mag ja, wenig überraschend, mag ich ja alle Filme, aber das ist einfach so dieser absolute, konsequente Exzess-Overkill, wenn man das sagen möchte. Das war in seiner Konsequenz wirklich schon was Besonderes.
Komplett. Also das ist wirklich was kriegt man nicht oft vorgesetzt, dieses Ding. Also ich habe überhaupt nicht gewusst, was mir da erwartet. Und nachdem ich euren Gespräch immer ein bisschen gelauscht habe in unserer Gruppe, haben wir gedacht, okay, jetzt muss ich mir das Ding doch noch unbedingt anschauen, bevor wir die Folge aufnehmen. Und ich bereue es nicht. Auch wenn wie gesagt, mein Kritik droh ist die Spielzeit, die ist zu lang in meinen Augen. Aber ansonsten sitzt du wirklich die ganze Zeit da und denkst da einfach nur kopfschüttelnd, what the fuck. Ja. Ja, und es war auch bei dem Film, hat es sehr lange gedauert. Es war ein japanischer Weltvertrieb. Er hat noch keinen deutschen Verleih. Ich bezweifle leider auch, dass es sich so schnell ändert. Ja, also ich hab da wirklich so drum gekämpft. Es war auch wirklich so ein kleiner Erfolg, weil viele japanische Weltvertriebe oder asiatische Weltvertriebe können ziemlich Apotheken sein, und die hatten auch am Anfang eine Filmmiete, die jenseits von allem war, was wir irgendwie hätten zahlen. Bei dem Film? Wollen. Bei dem Film, ja, weil es ist halt so grundsätzlich so probieren. Ja, die haben ja auch, der Weltvertrieb hat ja auch noch andere Titel im Line-Up, aber die setzen ja nicht für jeden Titel individuell eine Fee an. Die haben einfach ihre Filmmieten, ihre Vorgaben, und die sind aber doch dann noch uns sehr, sehr entgegengekommen, zu einem vernünftigen Weißt du, selber reingeschaut haben, sie ja gedacht haben, oh, ach so, okay. Ach, Taroman wollt ihr haben. Ja, nehmt's nur grad und haut's ab. Endlich nimmt den jemand. Auch der lief ja auch in Sitges. Also der war jetzt nicht so, dass der in Fantasia Weltpremiere, also der hat schon, ich glaube eher, die haben sich gefragt, wer sind denn die? Was wollen die denn mit dem Film? Also ein bisschen. Aber ja, das ist wirklich so, auch aus der Hinsicht ein Film, bei dem es mich besonders freut, dass wir den zeigen können, weil der wirklich nicht mehr oft zu sehen ist und natürlich auch schwierig zu vermarkten, den Film an den Dingen. Ich bin mir sicher, dass es viele gibt, die da viel Spaß dran hätten, aber ja, schon auch ein bisschen schwieriger zu promoten. Aber er hat ja eure Empfehlung auch. Absolut, ja. Definitiv. Viva la Movie empfiehlt Taroman Expo Explosion für 1 Stunde 45 reines What the fuck Kopfschütteln. Sehr schön. Das sollte eigentlich da draufstehen, dann, wenn er vermarktet wird. Sehr schön. Genauso wie beim nächsten Film, Operation Taco Garys. Auch da hat man immer wieder mal so What the fuck Kopfschütteln. Englische Komödie oder ist es amerikanische Komödie? Amerikanische. Und die durften wir auch schon sehen, da habe ich nie und mir die ganze Zeit gedacht, den habe ich vor dir, es war glaube ich sogar einer der ersten Filme, die ich angeschaut habe, und habe mir gedacht, geil, endlich wieder mal eine gute Komödie, die auch in meinen Augen größtenteils massentauglich wäre, würde ich sogar fast sagen, weil da sind schon, also ich habe viel gelacht und ich habe viel Spaß gehabt mit dem Ding. Auch absolut absurde Story, die aber am Ende dann doch auch sehr herzlich ist, wenn dann die Auflösung kommt, was eigentlich der Grund hinter der Handlung von einer der Hauptfiguren ist. Und ja, der kriegt von mir eine absolute Empfehlung, auch wenn er ab und zu ziemlich absurd wirkt, macht aber trotzdem sehr viel Spaß und hat sehr geile Ideen und wie immer wieder sagen muss, absolut gute Witze. Also für mich war es endlich mal wieder eine sehr unterhaltende, gute Komödie. Okay. Mir war er an manchen Stellen ein bisschen zu schnell. Also er hat mich inhaltstechnisch immer wieder ein bisschen allein stehen da lassen. Das ist eigentlich egal, weil du auf der Couch mit der Keterspritze gesessen bist, wie in dem Film. Deswegen. Okay. Hast du nicht gewusst, gell? Na. Ja, jetzt weißt du es. Keterkorbi. Oh Gott. Ja, es geht um 2 Brüder, die, da muss man jetzt dann gleich verbessern, ob das überhaupt stimmt, umziehen. Also einer der beiden zieht nach Kanada. Ja. Genau, einer der beiden. Und der andere glaubt an Fastfood-Aliens. Also, genau. Oder eine Fastfood-Alien-Verschwörung, so. Genau. Und ja, da
Ja, passieren Dinge. Da passieren Dinge auf dem. Ja, es ist halt so ein bisschen so ein Throwback, ja, so zu den Comedies, so Roadtrip-Comedies oder Comedies allgemein um die Jahrtausendwende. Ich meine, es spielen ja dann auch, also Jason Biggs spielt sich ja aus American Pie spielt sich ja selber, ja. Guter Witzer. Ja, Simon Rex kennt man ja aus Red Rocket. Vor einigen Jahren. Dustin Milligan könnte man aus der Comedy-Serie Schitt's Creek unter anderem kennen. Brenda Song hat, also die hat in The Social Network hatte sie eine Nebenrolle. Und davor war sie wohl so Disney, hat sie so Disney-Serien mitgespielt und ist heute mit Macaulay Culkin verheiratet. Ach, das ist richtig. Ja, Genau. Und wichtigste Rolle von Simon Rex ist ja eigentlich Scary Movie 3, Leute. Ja, auf jeden Fall, ja. Rap misst für Deppen. Ich hab eigentlich gedacht, dass der ein One-Hit-Wonder war und nach Scary Movie 3 nie wieder irgendwas gemacht hat. Nee, der hat mit Red Rocket hat er richtig für Aufsehen gesorgt. Also, das war so sein Comeback so ein bisschen. Nach vielen Jahren, wo er eher so ein bisschen unter dem Radar sich befunden hat. Und ich meine, Sean Baker war da der Regisseur ja von Red Rocket, der bei den diesjährigen Oscars so richtig abgeräumt hat. Ja, ist halt eine vergnügliche Komödie, die man, die gut runtergeht. Und wahrscheinlich hat er mich deswegen nicht abgeholt. Wenn es von Stinker, Taroman, Flasche und so dann da rein stolperst, dann denkst du, hä, wo bin ich denn jetzt? Ja, ich habe mir halt gedacht, vor allem die Festivalpässe kommen halt aus Taroman und müssen erstmal gucken, wo oben und unten ist. Und ich glaube, so ein Film hilft auch so ein bisschen bei der Koordination so, zum Erden. Okay. Genau, zum Erden. Ja. Auch wenn's um Außerirdisches geht. So, den schlechten Wortwitz auch mal reingebracht. Aber da kann man, glaube ich, ein bisschen entspannen, genau, vor dem großen Finale. Ja, das ist auf alle Fälle, zumindest ist es ja, glaube ich, der bodenständigste, den wir zum Sehen gekriegt haben, oder, Corby? Ja. Selbst wenn er ist immer nur passend zum Festivalnamen weird. Er hat seine absolut weirden Momente drinnen, aber er ist wirklich der bodenständigste für alle Filme. Aber, also mir hat er komplett abgeholt, wie ich schon gesagt habe, und geil besetzt auch. Wie wir jetzt auch schon Leute haben, Doug Jones ist ja auch dabei. Das genau, ist ja auch eine Koryphäe, muss man schon fast sagen. Das stimmt. Und ich bin gespannt, ob der bei uns einen normalen Release kriegt. Weißt du da vielleicht was, Stefan? Er hat bisher keinen deutschen Verleih. Also das läuft noch über den US-Weltvertrieb. Ich glaube, das sind einfach so, weil Artstone Pictures, die haben schon auch relativ hochwertige, so mittelteure Produktionen halt, produziert auch so Actioner. Und da ist wahrscheinlich sind die Vorstellungen, was die Konditionen halt was die Lizenz angeht, liegen noch zu weit auseinander zwischen Weltvertrieb und potenziellen Interessenten für eine deutsche Auswertung. Und das kann ich auch sagen, auch da war es so, dass sie zunächst also nicht umsetzbare Vorstellungen bezüglich der Filmmiete hatten, aber man sich dann am Ende gut einigen konnte auf eine vernünftige Summe. Ja. Okay. Das ist halt das ist oft, also nicht oft, aber schon in einigen Fällen, auch in diesem Jahr hat sich's bei ein paar Titeln ein bisschen länger gezogen, dass man halt, bei anderen Titeln hat es dann halt nicht geklappt, weil es zu teuer war oder weil irgendwas anderes dazwischen kam. Aber genau beim Titel jetzt wie Taco Garys konnte man da sich einigen. Und ich denke mal, dass man den irgendwann mal auch noch in Deutschland zu sehen bekommt. Aber wann, das kann ich leider nicht sagen. Ja, ich halte auf alle Fälle die Augen offen, der wandert ins Regal. Das ist nämlich für mich wieder wert zum Bestellen. Danach haben wir dann die Siegerehrung. Der Publikumsliebling wird gekürt, der Langfilm-Jury-Liebling und der Kurzfilm-Jury-Liebling. Und dann geht's schon zu deinem vorher angepriesenen I Am Frankelda, spanisches Werk. Und war was? Mexikanisch.
Kenne steht Spanischsprachig. nur spanischsprachig, okay. Ja, genau. Soll jetzt vielleicht eine Broschüre mal besser beschreiben, das ist ja Wahnsinn, ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Spanisch, Mexikanisch, Flämisch, unglaublich. Viele Länder. Wahnsinn, echt, ich habe gar nicht gewusst, dass es so viel gibt. Aber gut, hier bei uns im kleinen Niederbayern, weiter als der Kirchturm sichtbar ist, fahren wir mir nicht. Was kannst du uns zu dem Film nur erzählen? Du hast ja vorher schon mal ein bisschen drüber geschwärmt. Was macht den Film für dich dann so besonders insgesamt? Ja, es ist einfach, also er führt dich halt, der Film führt das Publikum halt in in diese Welt, ja, von der Francalda. Es geht darum, die Geisterwelt und die reale Welt und dass die Francalda aus der Tristesse ihrer realen Welt quasi in ihre fiktive Welt hinabsteigt, weil sie halt in dem Mexiko des vergangenen Jahrhunderts oder vorvergangenen Jahrhunderts ignoriert wird. Also sie hat große Talente, aber halt als junge Dame im Patriarchat Mexikos, vor allem damals, kann sie sich halt nicht durchsetzen und lässt ihren Frust quasi dort aus, und dann muss sie aber verhindern, dass quasi die Monster, die auch in dieser imaginären, in ihrer Welt lauern, dass die in die reale Welt quasi flüchten und dort viel Schabernack anrichten. Okay. Ja, ich habe den geschaut, und es ist unfassbar, wie viel Herzblut da drin steckt. Also wie krass aufwendig die Animationen sind, wie detailliert die Figuren. Ich will's jetzt nicht mit Taroman vergleichen, ja. Weil das auch nicht geht. Ja. Aber ich saß da halt dran und habe gedacht, ja gut, die gehen tatsächlich, die haben dieselbe Laufzeit, die gehen beide 105 Minuten. Aber da habe ich mir halt auch bei Francalda habe ich mir gedacht, ja, ich könnte mir halt einfach nochmal 4 Stunden davon anschauen, weil es so einfach so unfassbar gut aussieht. Also das ist wirklich kann ich jetzt schon sagen, einer meiner absoluten Lieblingsanimationsfilme und einer der besten Stop-Motion-Animationsfilme, die ich halt je gesehen habe. Ja, also klar, man kennt hier Nightmare Before Christmas und Corpse Bride und so und die ganzen Leica-Sachen, die sind alle fantastisch gemacht, aber I Am Francalda hat halt noch dieses mexikanische drin, ja, das ihn halt absetzt, ja, die mexikanische Folklore und das alles, was uns jetzt halt nicht ganz so geläufig ist. Und es ist ja auch eine Adaption von einer HBO-Serie, die halt in Mexiko, HBO in Mexiko und anderen lateinamerikanischen Ländern ausgestrahlt wurde. Francalda and the Book of Spooks heißt die. Da konnten sie quasi schon üben, und I Am Francalda ist so mehr oder weniger zwar einerseits ihr Langfilmdebüt, aber auch, kann man schon sagen, bisher ihr Meisterstück. Also ganz große Animationskunst und wirklich schön erzählt. Ihr habt ja da da ist ja auch Guillermo del Toro erwähnt. Ist der da dann irgendwie produzierend mit im Hintergrund, oder hat die Regisseurin da einfach nur unter del Toro gelernt? Also es war quasi, er war der Mentor für der Regisseure. Er hat bei der finalen Schnittfassung wohl beratend mitgewirkt. Ja, okay. Also so haben die das kommuniziert, und er hat auch halt Werbung gemacht. Das war auch, ich habe das dann auch bei Social Media mitbekommen. Der Film lief jetzt vor 2 Wochen in Mexiko an. Also der hatte den großen Start von Warner Brothers, ja, in Mexiko, weil HBO Warner Brothers, da hat wirklich so in 500 mexikanischen Kinos gestartet und war da auch ein ordentlicher Erfolg. Und lief aber halt zeitgleich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, mit Frankenstein von Guillermo del Toro an. Und del Toro hat dann natürlich sich auf sein Werk konzentriert, aber es gab da viele Frankenstein-Überschneidungen, ja. Und man hat dann auch in den Stories von den Regisseuren haben sie halt so Posts gerepostet oder Stories oder Reels mit Leuten, die da halt auch so ein Double-Feature gemacht haben. Also der Trailer schaut wirklich super aus. Ich habe mich wirklich bemüht, da irgendwie Presselinks zu bekommen, aber es ist halt, Warner ist halt wirklich
schwierig, ja. Also das bei einem Major, auch wenn es natürlich, wenn die Rechte international, soweit ich weiß, bei den Regisseuren liegen, nach wie vor, ist trotzdem nicht einfach. Ich hätte ihn euch wirklich gerne gezeigt. Hauptsache, wir durften Taroman sehen. Das war mir wichtig. Das war mir wichtig, ja. Dann soll uns Warner halt cybermoppen, wenn sie meinen, dann empfehlen wir halt nichts mehr von Warner. Ja, Warner Germany weiß wahrscheinlich halt einfach gar nichts davon. Wahrscheinlich, ja. Ihr könnt sie gerne mal beschimpfen. Ja, mal schauen, jetzt ist ja gerade, ich glaube, Mexiko hat jetzt auch gerade ein paar Gen Z Demos vielleicht ändern, die ja was auch in der Screener-Link-Politik von Warner. Genau, ich glaube, das ist das Hauptziel. Ich glaube auch, ja. Ich habe den Bericht noch nicht ganz gelesen, aber irgendwas habe ich von Screener gesehen. Es muss es gehen. Ja, was sonst? War das die ChatGPT-Zusammenfassung? Das kann sein, ja. Klingt eher nach Grok. Ja, die hat er dahinter geschrieben, Musk ist Beste. Ja, genau. So, das war unser Wochenende in Stuttgart auf dem Weekender Festival. Denn das war jetzt schon der Abschlussfilm vom Sonntag. Ihr habt's gehört, es ist wieder mal ein richtig geiles und absolut diverses Programm. Also jetzt keine Angst an alle Männer mittleren Alters, an alle weißen Männer mittleren Alters. Diverses Programm soll nicht heißen, dass es Fehlrepräsentation gibt. Ihr könnt trotzdem kommen, gell, Mike? Sondern ein diverses Genreprogramm, das ihr da erleben könnt. Und Colby und ich haben einiges gesehen und wie ihr gehört habt, sind wir überwiegend sehr positiv begeistert gewesen. Drum würde ich die Möglichkeit nutzen, wenn ich sie habe, und dieses Festival besuchen, weil ihr kriegt ein absolut tolles Programm serviert. Und ich hoffe, dass wir noch ganz viel Screener-Links nachträglich serviert kriegen. Natürlich. Taroman 2, Taroman 3, Taroman Origins. Sehr schön. Ja, gut. Stefan, willst du noch irgendwas sagen? Deine letzten Worte? Ja, Kauftickets für Taroman. Unbedingt. Scheiß auf Festivalpässe, Hauptsache Taroman. Ja, genau. Ja, Festivalpässe könnt ihr noch per Mail bestellen, stefan@dropoutcinema.org. Da können wir schon noch ein bisschen was machen. Aber ansonsten, es sieht gut aus. Es verkauft sich ganz gut alles. Vorverkauf läuft gut. Vielen Dank, dass ich Gast sein durfte wieder. Ja, gerne. Du bist immer herzlich eingeladen. Danke. Ja, nächstes Jahr hoffentlich in Top-Besetzung mit Mike, ja. Ja. Echt, da soll man seinen faulen Arsch da dazu bewegen, das gibt's ja nicht. Screener-Links greift da ab, weißt du, aber sie nicht hersitzen und mitbesprechen. Unfassbar. Klassischer Mike, der ist nur auf seinen persönlichen Vorteil konzentriert. Ja. Oder ihr kommt einfach nächstes Jahr alle drei zum Weird Weekend und ihr macht einen Live-Podcast. Ja. Vor Ort im Kino. Und zwar in der Aftershow-Party. In der Aftershow-Party, dann nicht mehr im Kino, sondern im Schwarzen Keiler, einfach mit Metal-Mucke auf dem Dancefloor, genau. Das wird richtig fett, ja, während wir das Tanzbein schwingen, wie wir es ja jedes Wochenende machen, weil wir begnadete Tänzer sind. Ja. So, oder aus dem Urinal. Im Urinal, ja, begnadete Schwänzer sind wir da dann. So, das sollen unsere letzten Worte gewesen sein fürs Weird Weekender. Stefan, wie gesagt, vielen Dank, dass du dabei warst, das war cool, und danke auch wieder für die Einblicke ins Festival organisieren. Wir wünschen mir da natürlich, dass es wieder ein mords erfolgreiches Festival wird und dass wir nächstes Jahr wieder beieinander sitzen können. Und freuen wir uns auch schon, dass wir uns im Hardline hoffentlich wieder sehen. Yes. An alle anderen danke fürs Zuhören, das habt ihr schön gemacht. Oder? Genau. Haben's ja. Schön zugehört? Super, vielen Dank. Ihr seid einfach die Besten der Welt. Die besten Zuhörer, wo gibt. Ansonsten können wir eigentlich nur noch sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nee, vom Weird Weekender. Stefan muss das beantworten. Ja. Traust du nicht. Du kannst sag aus Bayern. Ja, aus Bayern mindestens. Ja. Aus Süddeutschland. Ja. Der Stefan hat sicher irgendwann mal das Wort Ja benutzt in der Folge, Corby, du schneidest das Ja am Ende. Okay, was? Hast du eigentlich vorhin Weed Weekender gesagt? Gerade? Ja, wie heißt denn das komische Festel sonst? Ja. Alles klar, macht es gut. Ciao. Ciao. Ciao.